Hallöchen, ich freue mich sehr, euch hier heute begrüßen zu dürfen zu den Active Games powered by Nerf. Ja? Ich bin Olimi, ich darf euch heute hier moderativ durch den Abend begleiten. Es geht heute um Ehre und um den goldenen Nerf Blaster für das Gewinnerteam. Wir haben 2 Teams mit wunderbaren Kandidaten und ich würde sagen, wir brauchen für 2 wunderschöne Teams auch 2 sehr, sehr starke Team-Captains. Deswegen freue ich mich jetzt, euch Adi Totoro für Team Orange und Paul Frege für Team Blau hierher zu holen. Kommt gerne einmal zu mir. Was geht ab? Ich gehe erstmal einmal hier zu dir. Adi, Team Orange, wie hast du dich vorbereitet? Wie fühlst du dich? Ich habe mich vorbereitet. Ich war mehrere Wochen in der Trampolinhalle. Ich habe mit den Nerf Blastern geübt. Ich bin im Game und ich will heute gegen Paul Frege gewinnen. Erstmal moin an den Chat. Schön, dass ihr da seid. Ich habe extrem Bock auf den Tag heute. Und ja, ich werde alles geben gegen Adi. So wie immer eigentlich. Ey, hier ist auf jeden Fall eine gute Dynamik im Team am Start und ihr habt natürlich auch wunderschöne Teams, jeweils 3 weitere Kandidaten. Und ich würde erstmal dein Team auf die Bühne holen, Adi, denn in Team Orange befinden sich King Phil, Allpay und Mia. Kommt gerne auf die Bühne. Paul, du hast auch noch ein wunderschönes Team. Dein Team Blau besteht aus Rerax, Khan und Selma. Kommt gerne zu mir, zu uns. Ich freue mich riesig. Wir sind natürlich ganz schnell umgezogen. Und zwar geht es hier um Pixel Jump quasi. Wir haben hier ein wunderschönes, riesiges LED-Feld vor uns, wo das Team gleich einmal alle gemeinsam antreten können. Also die dürfen schon mal so ein bisschen Teamdynamik aufbauen gemeinsam. Das erste Team, was anfängt, hat ja vielleicht einen kleinen Nachteil dadurch, dass es anfängt und nicht sieht, wie das Spiel funktioniert. Deswegen müssen wir einmal auslosen, wer von euch beiden anfangen darf, welches Team anfangen darf. Aber das losen wir natürlich nicht, denn es geht ja natürlich um euren Skill. Und euren Skill könnt ihr gleich dort drüben einmal beweisen. Es sieht aus wie Elfmeterschießen quasi. Erst Adi, dann Paul, dann Adi. Und es geht darum, wer als erstes trifft, der darf nachziehen. Wenn ihr verfehlt, ist euer Team je nach Wahl als erstes oder als zweites dran. Ihr könnt euch dann immer noch entscheiden. Guter Schuss, Adi. Komm, Adi, der geht rein! Also es geht jetzt vor allem darum, wer anfangen darf. Da werden schon alle Tricks ausgenutzt. Also so, und jetzt ist er doch drin von Paul Frege. Jetzt muss Adi Totoro schon nachziehen. Wobei Adi Totoro, er trifft nicht. Und damit hat Paul Frege die Wahl gewonnen. Olivia, zurück zu dir. Adi fängt an. Adi, dann kannst du dich gerne mit einem Team einmal in jede 4 Ecken dieses Feldes stellen. 4 Ecken, 4 Teammitglieder, 4 Kandidaten. Das Spiel heißt Pixel Jump. Es gibt verschiedene Games. Es gibt einmal Switch, es gibt einmal Pixel. Es ist relativ selbst zu erklären. Beim ersten Farbe finden und draufstellen. Das ist schwierig, aber vielleicht schaffst du es ja trotzdem mit so Schwarz-Weiß-Kontrasten. Bei Pixel müsst ihr rot ausweichen, blau einsammeln und grün ist ein Safe Place für euch. Dann geht es los in 3, 2, 1, let's go! So. Und auch das ist falsch. Orange. Ne, lila, sorry. Chat. Und sie haben jetzt minus 700 Punkte, das heißt 2 waren richtig. Vielleicht wird ja jetzt Team Blau besser performen. So, das war falsch. Jetzt müssen alle auf das Hellblaue. Das stimmt, jetzt alle auf Orange. Auf Orange. Und ein Leben haben sie noch für den Grünen. Und das war richtig. Jetzt wieder alle auf Gelb. Und das war falsch. Also ihr seht, es ist doch gar nicht so einfach. Das nächste Game, ihr habt eure Punkte erreicht. Ihr hattet zwar Minuspunkte, war trotzdem besser als Team Orange. Das heißt, diese Punkte gehen an euch. Bleibt einfach stehen und ihr könnt direkt ins nächste Game reingehen. Und zwar spielen wir jetzt gleich Pixel. Rot ausweichen, blau fangen, grün Safe Space. Blaue Punkte müssen sie einsammeln. Da seht ihr, Ryrix muss rüberlaufen. Schnell rüber für die Punkte. Jawohl. Und rot ausweichen. Nein, oh. Wir müssen alle blauen einsammeln. Ein blaues gibt's noch. Jawohl, und schnell zurück. So, jetzt wird's schon schwieriger, das Ganze. So, grün ist wie gesagt der Safe Space in der Mitte. Sind sie gesichert. Oben links ist noch eins. Und ja, das war aber gar nicht schlecht. Das war's. 15.793 Punkte. Jetzt habt ihr den Vorteil, dass ihr das Spiel schon mal gesehen habt, Team Orange. Da sind noch 2, 3 blaue. Adi, zack, schnell geschnappt. Oh, und oh, da war man schon auf dem roten. 10.000 Punkte hat Team Orange gerade. Team Blau hatte 15.000. Die Frage ist, können sie das knacken? Das Rote darf nicht berührt werden. Na, 11.800 Punkte
Das heißt, Team Blau gewinnt auch die zweite Runde. Unsere erste Challenge geht an Team Blau. Glückwunsch! Für Team Blau schauen wir hier auf die große Tabelle. Sensationell. Wir sind beim Spiel Nummer 2 und es geht um das Nerf Jump Duell. Ja? Spiel funktioniert folgendermaßen. Das ist ein 1-gegen-1 Duell. Jeder bekommt einen Nerf Blaster in die Hand und muss in diese Körper da drüben rein feuern. Wenn er trifft, ist das ein Punkt. Ihr dürft abweisen auch die Blaster. Das heißt, ihr dürft euch auch mit Händen und ein bisschen so wehren, dass man nicht reinkommt. Wer mehr Darts in den Korb versenkt, der gewinnt die Runde. Hier fängt einmal Paul an. Er ist der Teamcaptain. Er geht direkt rein. Das heißt, Adi, du fängst auch an. Spiel Nummer 2 startet jetzt. Jeder hat 6 Darts, um in das gegnerische Ziel reinzutreffen. 3 Punkte und am Ende natürlich gewinnt derjenige, der die meisten Darts beim anderen reingefeuert hat. Und wenn ich richtig gezählt habe, müsste Paul führen. Wir sind durch. Im Netz waren 4 auf der rechten Seite. Im Netz waren 2 in der linken Seite. Phil muss quasi jetzt schon gewinnen, diese Runde, um auszugleichen. Das heißt, es ist quasi schon Matchballspiel. So, und ich glaube, das könnte es schon gewesen sein. Damit kriegt Team Blau den Punkt und gewinnt damit auch das zweite Spiel. Und deswegen müsste es 2:0 für Team Blau stehen. Und so ist es auch. Hier sehen wir die Grafik. Die Kandidaten müssen gleich auf diesen wunderschönen Balken hier rauf und sich gegenseitig mit diesen Schaumstoffgeräten von dem Balken runterhauen, auf irgendeine Art und Weise. Die Person, die fällt, die verliert die Runde. Wichtig, dieses Game gibt es 2 Punkte pro Win. Adi Totoro gegen Paul Frege. So, und los geht's. Kann Blau ausgleichen. Boah, Wow. spektakulär noch der Abgang. Der große Favorit müsste hier eigentlich Phil sein und genau so ist es auch. Das Ganze hat gefühlt 1 Sekunde gedauert. So, und die große Chance jetzt für Team Orange. Und genau so ist es. Mia gewinnt die Runde und damit holen sie auch 2 Punkte für die Gesamtwertung, Olivia. 2:2 steht's zwischen Team Orange und Team Blue. Speed Bounce. Das heißt, wir haben hier einen Parcours vorbereitet, wo die Spieler gleich wieder in einem 1-gegen-1 rüberrennen müssen. Am Ende unseres Parcours, wenn sie es geschafft haben, über die große Mauer zu klettern, gibt es dann unsere Nerf Blaster. Die sind bereit, um auf diese wunderschönen Cans dort zu schießen, die wir haben, zu feuern. Und wenn ihr es schafft, alle umzuwerfen, dann könnt ihr ganz schnell zum Buzzer rennen und diesen einmal drücken, denn dann habt ihr den Punkt für euch entschieden. Das geht los in 3, 2, 1. So, und jetzt haben wir mal nicht Adi gegen Paul, sondern Adi gegen Rerex. Und oh mein Gott, wie fliegt denn hier der Schweizer durch? Schießt er auf die richtige Seite? Nein, ich glaube, Adi, du musst auf deine eigenen schießen. Ja, auf die andere Seite. Mit den Blasters. Und Rerex holt tatsächlich diese Runde. So, also, Paul hat natürlich schon wieder hier alles vorweg analysiert. Der sagt natürlich, dieses Drüberklettern hier ist gar nicht wichtig, sondern es ist nur wichtig jetzt am Ende. Oh, was ein... Oh, bitte, Paul Frege, was machst du? Perfekte Darts. Das muss absolut der Punkt für Team Blau sein. Da kann man nichts meckern, gar nichts. Es gibt nichts zu diskutieren. Paul hat rasiert. Und jetzt steht es also 4:2 für Team Blau, dank der Performance von Paul Frege am Ende. Reaction Rush ist unser nächstes Game und dafür befinden wir uns hier auf dieser wunderbaren Fläche mit ganz vielen wunderschönen Trampolinen. Und auf der anderen Seite kann man hier mit seinen Händen einmal gewisse Punkte berühren. Die werden aber aufleuchten, ja? Es ist auch wieder ein 1-gegen-1. Mit seiner Reaction-Kraft. Und jetzt ist es Khan für Team Blau gegen Adi Totoro, den Captain von Team Orange. Adi muss dranbleiben, wenn er den Punkt holen möchte. 10 Sekunden noch. Und Stand jetzt kann Team Blau nachziehen. 1 und Khan holt die Runde. So, weiter geht's. Alpay gegen Paul Frege. Punkt, Chat. Oder ist es doch Alpay? 10 Sekunden noch. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit jetzt für Alpay, das aufzuholen. Der zweite Punkt für Team Blau. Die Führung, Paul Frege. Geil, geil. Aber das heißt, Team Orange muss jetzt nachziehen. Mia gegen Selma. So, also die Frage, gibt es das Stechen danach?
Es sind die nächsten Punkte GG. für Team Blau. GG's an Selma und Team Blau, die gewinnen auch 16, Challenge 9 Nummer Punkte. 5. Jetzt gibt es 3 Punkte für das Spiel und auch hier souverän Team Blau gewonnen. Plus 3 und das sind dann 7. Ein 7:2 nach den 5 Challenges. Wir sind schon bei unserer nächsten Challenge. Hier werden sich gleich unsere Teilnehmer reinbegeben. Das Ding in der Mitte wird sich drehen und von außen können die sogenannten Störer ein bisschen stören. Ihr dürft die orangenen Felder nicht berühren. Let's go! Das Duell zwischen den Kapitänen und jetzt wird das Ganze auch viel schwieriger, denn sie müssen richtig drüber springen und dürfen es nicht berühren. Ja, so wird das nämlich gespielt, ohne Berührung. Oh, oh, Paul kann gerade noch so die Balance halten. Ne? Oh, ganz stark von Adi Totoro. Dauer. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Da kann ich nichts machen. Das heißt aber, wir haben einen Ausgleich. Geil, Junge. Da kann ich nichts machen. Oh, ist das unlucky. 4 Punkte also für Team Orange, die haben 2, also 6 Punkte. 7:6 nur noch für Team Blau. Die rutschen auf einen Punkt dran. Hier wird ein 2 gegen 2 stattfinden. Und dann geht es darum, sich mit diesen Blastern hier gegenseitig abzufeuern. Wer getroffen wird, ist raus. Richtig, richtig geiles Spiel und auch viel taktisches Spiel. Und wir haben auf der anderen Seite, Team Blau, haben wir ja einen COD-Profi, Bin raus. Rerex, Komm, Warzone du holst Pro. das. Ich glaube an dich. 2 gegen 1. Boah, guter Shot. War das ein Treffer? Ja, Rerex wurde getroffen. Jetzt ist Hat nur er noch ein beschissen. 1 gegen 1. Okay, Leute, ihr habt noch 10 Sekunden Zeit, sonst warte, ist es ein lass mal die Unentschieden. So, jetzt 10 müssen die beiden mehr Risiko Sekunden eingehen. 10 Zeit. Sekunden, Alpay. Schießt ihn ab. Jetzt, geh vor. Und hat er ihn getroffen? Nein, ich glaube, Kahn trifft. Alter, geil. So, wir machen ein Best of 3, also First to 2. So, Blau führt's mit 1:0. Also jetzt auch schon die Chance, Hab dich, oder? das Spiel, die Challenge zu gewinnen. Riesenablenkungsmanöver jetzt von Paul, aber eine Lücke. Komm, Jetzt geht er komm. all in. Hab dich. Paul, Oh! Paul raus. Paul. Paul müsste raus sein, aber er sagt Ja, doch, er hat doch, Phil ich getroffen. auch. Ich hab ihn. Ich hab dich safe gehabt. Ja. Phil hat's nicht gemerkt. Gehabt. Ich hab ihn, Aber er- Adi ich ist hab so ihn fair vorher, und das gibt's heißt, sein zu. Schuss zählt doch gar nicht mehr. Theoretisch hat Paul recht. Und jetzt ist es Kommt Mia links. Kommt links. gegen Ziel, Team Ziel, Blau. Ziel. Und der ist getroffen. GG. Und Paul schon wieder. Übernimmt er hier Verantwortung, trifft Phil und trifft auch Mia. Also folgende Situation, damit ihr es jetzt auch einmal gehört habt. Chat hat es jetzt schon mitbekommen. Und er ist auch noch übergetreten. Paul hat nicht getroffen. Das heißt, er hat dich nicht getroffen. Und Paul ist über die Linie gegangen, die er nicht überschreiten durfte. Das bedeutet, Das Gesicht dass an. dieser Punkt an Team Orange geht. Und dadurch muss es zu einem Stechen kommen. So, und wir sind im Stechen. 4 Punkte gibt es für das Gewinnen dieses Matches. Paul mit viel Risiko. Und ich glaube, Paul wurde getroffen. Damit ist der Kapitän von Team Blau erstmal raus. Ihnen ist egal, wer. Rerex wäre es in dem Fall. So, mal jetzt drauf, ist Team, Rerex mal auch drauf. noch aus 4 gegen 2, sondern in der Gesamtwertung. Oh mein Gott, am Arm. Und Am Arm. oh, Adi wurde getroffen, der ist raus. Kahn im Völkerballmodus, was macht mit er der denn? Mittellinie. Damit gewinnt Team Orange diese Challenge. Jetzt haben sie bei diesem Spiel 4 Punkte bekommen und es stand 6:7 aus ihrer Sicht. Und jetzt führen sie zum ersten Mal Team Orange mit 10:7. Also die erste Führung für Adi Totoro und seine Mannschaft. Wir sind hier nämlich bei der nächsten Challenge und zwar Ball Pit Blitz. Zwischen diesen Bällen befinden sich Blasterteile. Hier vorne haben wir ein wunderschönes weißes Quadrat auf dem Boden. In diesem weißen Quadrat müssen die Blasterteile zusammengesetzt werden, sodass sie funktionsfähig werden. Eine Person wird auserkürt, in den Ballpit zu gehen. Die andere Person muss basteln, puzzeln und zusammenfinden die Teile. Let's go! Also Ball Pit Blitz. Die Bälle sind unfassbar schwer. Ey, Adi hat's genommen. Was ist das denn? Ey, Adi hat's von drin genommen. Ja, und sie reizen natürlich die Regeln bis zum So, Ende aus. Und das muss Olivia jetzt, glaube ich, entscheiden. also, das Ganze hat 43 Sekunden gedauert. Das bedeutet, Team Blau muss jetzt 43 Sekunden toppen. So, und wir haben in der Runde davor gesehen, dass Phil da rein ist und die Bälle einfach rumgeschmissen hat. Für den war gar nichts schwer. Und boah, ist der schnell. 43 Sekunden müssen unterboten werden von Team Blau. Ein Teil muss Kahn noch finden. Hat er
Das letzte Teil, ja, 39, 40. Es wird unfassbar knapp, 42 Sekunden, nein. Und das müsste der Punkt für Team Orange sein. Und es sieht aus, als würde Team Orange hier gewinnen. So, 4 Punkte hat Team Orange bekommen. Damit haben sie 14 Punkte, also doppelt so viele wie Team Blau. Ja, wer hätte das gedacht? Nach den ersten 5 Challenges. Das nächste Team, das diese Challenge gewinnt, gewinnt diesen Cup heute. Also mehr Spannung können wir gar nicht haben. Was ist das große Finale? Es ist das letzte Spiel und wir wollen wissen, was es ist und wer sich den goldenen Blaster holt und gewinnt. Wir sind im T-Tower Takedown angelangt und zwar in unserer finalen Challenge des heutigen Tages. Hier ist ein T-förmiger Tower zu sehen, wo sich oben in den jeweils rechter und linker Seite des Towers 2 Blaster befinden. Es geht darum, diesen Tower zu erklimmen und dort oben den Blaster zu greifen und dann den gegnerischen Kandidaten, die gegnerische Person zu treffen mit dem Blaster. So, und es startet die letzte Challenge. Wer gewinnt die Active Games? Wer holt sich den goldenen Blaster? Khan ist schon oben und trifft Alpay. Und die erste Runde geht an Blau und Khan, der da hoch geflogen ist quasi. So, und die Chance jetzt für Team Orange auszugleichen oder für Team Blau in Führung zu gehen. Die sind komplett gleich auf. Mir oder Selma, wer entscheidet den Punkt? Es ist unfassbar knapp. Sie treffen beide nicht. War es Selma, die zuerst Mir getroffen hat? Da war der Treffer, ja. Da war der Treffer von Selma. Und das Replay hat uns gesagt, dass Team Blau getroffen hat. Ganz genau. Ganz genau, Team Blau. Der Punkt geht an Team Blau. Das heißt, der zweite Punkt geht an Team Blau. Wir sind im Best of 3. So, die Frage ist, kann Adi genauso gut klettern, wie er gerade eben gepfiffen hat? 3, 2, 1. Wenn Paul Frege rutscht aus beim Start. Die Riesenchance für Adi Totoro. Das gibt es ja gar nicht. Paul slippt und die Chance für Adi Totoro. Hab dich! Was? Ich hab gewonnen. Was? Nein. Was ist hier bitte los? Boah, Digga, ich bin ausgerutscht beim Wir Start. schauen nach, Chat. Ah, tot, Digga. Der ist, Ich bin so ausgerutscht der am ist Anfang. auch daneben. Wir können das hier nicht ganz aufklären. Ich glaube, wir müssen eine Wiederholung machen. Wir haben uns die Replays angeguckt und man kann nicht genau sagen, wer von euch wann zuerst getroffen hat. Das heißt, wir müssen noch mal Warte mal. wiederholen. Das große Finale. Jetzt die Chance für Team Blau, den Titel zu holen. Beide gleich auf. Sie haben beide den Blaster in der Hand. Feuern ab. Hab dich! Und Paul ist sich sicher. So, beide sind oben. Okay. Schnappen sich Ich brauche ein Replay. die Blasters. Wir sind schon dabei beim Replay. Seht ihr's? Ich seh's. Können wir weiterlaufen lassen? Lasst mal weiterlaufen. Chat, wo? So, ihr führt gerade 2-0. Entweder es steht jetzt 2-1 und du gewinnst die Runde. Easy, ja, so machen wir's. Passt. Ey, wenn für dich fein ist, Bro. Absolut. Dann machen wir aber, dass es 2-1 steht. Und die können jetzt ausgleichen. Und sollten die let's go. ausgleichen, kommt ihr noch im großen Finale. Okay. Machen wir es so? Check, ja. Dann geht es los in 3, 2, 1. Und jetzt die Riesenchance für Re-Rex, das Ding hier zu beenden und die Active Games zu holen. Aber Phil ist erstmal schneller oben. Wer hätte das denn gedacht? Der Muskelprotz, aber er findet den Blaster nicht. Und der ist der erste Treffer von Blau, glaube ich. Aus der Perspektive hat Re-Rex zuerst getroffen. Re-Rex hat das Ganze geholt und damit geht der Sieg in dieser Challenge an Team Blau. Glückwunsch! Das sind 8 ganze Punkte, die somit an Team Blau gehen. Also es könnte einfach nicht knapper sein. Und am Ende trifft Re-Rex Phil am Oberschenkel und holt damit diese 8 Punkte. Und wenn wir auf die Punkte schauen, sehen wir, dass das 15 Punkte bedeutet. Also herzlichen Glückwunsch an Team Blau mit ihrem Kapitän Paul Frege. Die gewinnen die Active Games. Team Blau, es war unfassbar spannend bis zur letzten Sekunde. Jeder ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Active Games. Ey, das waren die Active Games powered by Nerf 2025. Ich hatte riesen viel Spaß, euch dabei zuzugucken, wie ihr wirklich Höchstleistungen sportlicher Natur hier hingelegt habt. Team Blau, auf jeden Fall ganz großen Glückwunsch für den Win. Ihr habt das Ganze mit nach Hause genommen. Ihr nehmt den goldenen Nerf Blaster mit nach Hause. An erster Stelle großes Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid, mitgespielt habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Nerf, dass wir das machen durften. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Paul ist ein verdienter Sieger. Er hat es verdient. Du hast sehr gut gespielt. Ja, danke. Also, ihr Lieben,
Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Liebe an den Chat. Danke an euch alle, dass ihr so Gas gegeben habt. Das hat mir wirklich große Freude bereitet. Und natürlich gegen meinen guten Freund Adi Totoro. Also ihr Lieben, danke auch nochmal an Nerf, danke ans Jump House in Köln und schönen Abend euch. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschö, tschö.